De Nieuwjahrstijd is in de tijd waar we in het jaar naar kijken doen en we merken onze plan. We merken een plan dat we wollen dingen ändern. We merken een plan dat we wollen frische dingen aanvangen. We merken een plan dat we wollen beste dingen beter doen. En we kijken terug naar de tijd, vielleicht dat jaar waar we kort zijn gekomen. We zijn wel. We willen wachsen in ons geloven. We willen wachsen persoonlijk. We willen wachsen in beste dingen. En wanneer we terugkijken naar 2020, dat is een jaar wat velen van ons willen vielleicht vergeten. We willen zijn dat 2020 voorbij is en we freuen ons ermee. Maar ik geloof, wanneer we verder kijken naar 2021, wanneer we worden zijn dat we weten nog niet wat er wordt uitvallen. We weten niet wanneer wordt alle teruggaan naar normaal. We weten niet wanneer dat wordt zo zijn als we dat wensen. En ik geloof, we kunnen ons verken te druk merken, met beduren aan wat we niet controleren kunnen. We merken ons te druk met proberen te zorgen en we wachten wat het normaal is, wat dan wanneer we worden ons recht merken met God. Ik wil de nächste paar weken wel in de series doorgaan. En dat is aan erwaking. De series nennt zich een tijd voor erwaking. En dit meint dat we willen rijden zijn voor wanneer God wat schaffen in ons. We willen rijden zijn, we willen een hart opgaan voor wat God heeft voor ons. We willen gaan dat God zo ons opwaken van waar we zijn en van wat we zijn. Laten we aanvangen met een gebed. God, ik weet dat u was met mij zijn, u was mij helpen, dat u brengt wat u mij op mijn hart gelegd hebt. En ik bid voor iedere persoon wat dit hier en dat, dat u was ons de hart weg merken, dat we worden ons handgeven naar die, dat u ons opwaken, om alles zijn wat u was gaan, wie zullen zijn. We bidden dit in Jezus' naam. Amen. So, wanneer we reden van erwaking, wat meinen we? Dat is het Engelse woord wat we gebruiken van revival. Wat meint dat om een revival gaan of erwaking gaan? Dat is dat we worden opgewaakt, we worden opgefrischt, dat we weer in gemeenschap gaan zoals we mogen houden. So, dat is dan, we reden dan van Christen. Christen zullen wat in gemeenschap houden met God, zullen wat handgegeven werden naar God. Zullen worden opgefrischt en opgewaakt, dat zij dat gaan wat zij mogen houden. So, we reden dan van Christen. Zullen wat Jezus Christus ongenomen heeft, die kon ik in erwaking gaan, wil hij als nog niemand opgewaakt van zijn sloop. So, dat redt van Christen. En ik weet, je hebt mij gehoord en ik zei verken, we zullen uitrekenen naar orde. Maar ik geloof dat God heeft ons gemerkt in 2020, dat hij wel in ons dit jaar zoals een kerk schaffen. God wil een erwaking brengen voor ons. Dat we zijn handgegeven arm, dat hij kan ons in de grotere weg brengen, om de evangelium over de ganze wereld verspreiden. Een vers wat we verken van reden doen en lezen doen, en wanneer we reden van erwaking, is in 2. Chronik, kapitel 7, de 14e vers. En zegt, mijn volk, waar mijn nomen eeuwig genannt is, zich demütigen wordt, dat zij beden en mijn jengen wordt zeken, en zich niet opmerken, en van dat bij zich laten, dan wil ik dat gebed van hemel ook erheren, en de zinden vergeven, en ook dem Schoden am land waar heilen. So, dit is een vers wat ons bid en eeuwigstraf geven voor onze series. Maar wie is ons een klein bed? Dat we willen ons vrij, we willen ons waar niet opmerken. En dat is een erwaking, dat is een revival. So, wat is dan een revival? Wat is een erwaking? Uiteindelijk, een erwaking is dat we verzijn ons met God. Ik weet niet wo je bent in God, met je gemeenschap met God.
Je denken vielleicht terug naar de tijd, wo je felden ging, dat je weer einmal in Gott zien gängen wird. Vielleicht wie dort, wann je ihn frisch bekehrt haben. Vielleicht wie dort, wann je ihn frisch hangejeft haben. Und Gott nimmt der Lot, was abgint wir, er verjäft uns, er mögt dort, was schwor wir vor uns, er nimmt das von uns weg. Und wir werden frei von unserer Sinn. Wir wissen dort, wann wir würden sterben, dort wir würden ewig mit Gott sein. Und in der Gnade, wir ein Verlangen in vier in uns, dort wir würden Jesus Christus noch feiern. In meiner Zeit, was Dinge sind passiert. Und wir fallen uns wieder auf von Gott. Und Erweckung ist, sondern nehmen, was wieder auf ist von Gott, dich bei nur Gott bringen. Dort Gemeinschaft war da vor dich ist. Dort die Gemeinschaft deeper wachsen wird. Und dann, zweitens, in Erweckung ist, abgefressen an ein Verlangen haben für Gott, sein Wort und seine Tag. So, wenn wir sein an unsere Gemeinschaft erst verseint oder wir sein unsere Gemeinschaft mit Gott als trag gemerkt oder war der erstes es soll sein, mit dort kommt ein Verlangen, dort wir ein Verlangen haben, tam mit Gott eine Gemeinschaft haben. Und wenn ich sage, in ein Verlangen haben für Gott, ich glaube, das ist ein Ding, wo, wenn wir würden da tauschen, das ist wirklich erst in uns. Viele von uns haben nicht eine sehr große Verlangen für Gott. Wir wünschen, wir haben. Wir weiten, wir sollen eine Verlangen haben für Gott. Und wir würden gern sein, wir fühlen uns schuldig, weil wir nicht eine große Verlangen haben. So eine Erweckung bringt eine größere Verlangen. Dort ist ein hart Ändernis, so dort, wenn wir vielleicht flehr werden, wenn wir endautig werden, und wir vielleicht mit Gott und sein Wort und seine Kinder in der Tag nicht viel mehr rumgeben, Gott wagt uns ab, dass wir ein Verlangen haben, mehr und mehr und mehr von dort zu haben. Dritter Punkt ist, dort Erweckung bringt mehr Arme Versöhnung zwischen Menschen. So unsere Gemeinschaft mit Menschen und unsere Gemeinschaft mit Gott ist verbunden. Dort ist anmerklich, dass wir in die Gemeinschaft können haben mit Gott, was gut, was deep und fern ist, wann wir Sang und Betenis loten in uns Hort sein. Wenn wir die Dinge nicht wollen abriemen, wenn wir die Dinge nicht wollen nur Jesus bringen, wir können nicht in Erweckung haben, ohne dass Gott die Gemeinschaft von zwei ist in unser Leben, merken wird und fixen wird. Wenn ich an Erweckung denke, ich habe fertig gesehen, das ist vielleicht ein Ding, was wir sein wie wollen. Aber viele von uns, wir sind nicht bereit für Erweckung. Das sind Dinge in unserem Leben, wo wir wünschen, wir können mehr länger anhalten. Vielleicht sind du Plätze sehen, was wir wollen lieber mehr länger anhalten. Wir wollen dir nicht angeben nur Jesus. Vielleicht sind du Dinge in uns Hort, Betenis, Zank. Alle Sorten Dinge, was wir wollen nicht angeben. Wir wollen lieber an die Dinge anhalten. Und wir weiten, wenn Gott wird in uns schaffen, wir wollen die Dinge mal abgeben. Und du wirst merken, wie uns hart tau für Gott seine Arbeit. Wir sollten noch, dass wenn Gott wird uns abwarten, wir wollen vielleicht was Freunde verlieren. Gott wird in uns schaffen, er wird uns abwarten und dann wollen unsere Freunde uns sein, die wollen uns mit so vorne ankicken und sein, was ist mit dir geworden? Was ist mit dir geworden? Du bist nicht ordentlich. Und wir sind das fertig. Dass wenn Gott in uns schaffen wird, und wir ein Verlangen haben für Gott, dass viele von unseren Freunden wollen wenig mit uns zu tun haben. Will sie sein dann, wo sie auch hart kommen. In Erweckung meint auch, dass wir wollen vielleicht mal einen anderen, wo wir leben. Und vielleicht Erweckung meint für was von uns,
Gott wird uns in einer Dienstform, in der Ministry, kreuen und raupen, wo wir glauben, wir sind nicht reit für. Aber hier ist das Ding, Erweckung ist nicht unsere Arbeit, das ist Gott seine Arbeit. Und der letzte Punkt von was Erweckung ist, das ist bloß den Anfang. Erweckung ist nicht eine Weg, wo die Christen so einmal leben. Das ist bloß den Anfang. Ich will das mit einem Beispiel erklären. Wir sagen, wir merken uns in 4 und wir lassen den 4 ganz raufstorben. Und bei der bis Kohlen ist. Und dann, wenn wir Fan das Halt gehen holen, und wir leinen auf die Kohlen an, und dann püssen wir dann an die Kohlen an, und dann bald haben wir dann 4 gehen. Dort ist die Erweckung. Dort ist der Anfang von den 4, die er festbrennen wird. Würde dann nicht schlecht sein, wenn wir würden dort nicht viel, was wir groß Gebiet hatten, dann Tag loten, dort war da 3 gehen in der Kohl. Dort wir waren mussten, dort 4 waren online und damit schaffen, dort war abwarten. Würde es nicht viel besser sein, dass wir würden abpassen, dass wir würden halt online, dort 4 einmal am Brennen blieben. Dort ist viel leichter, ist ein 4 frisch abwarten. Und so ist es auch in unserem Leben. Ich glaube, viel zu viele Christen, die segen für den frischen Abweg, wenn Gott den Plan für uns ist, dass sie sollen in Freiheit und in 4 leben. Sie sollen die Dinge tun in ihr Leben, dass er 4 im Brennen bleibt. Dass sie nicht ganz sich verloren tun und frisch abgewagt worden. Sollen wir nicht Menschen sein, was nachkommen tun, wie sein wir Gott schaffen wird, und dann lopen wir austachen, dann gehen wir ganz nach rauf. Und dann sehen wir weiter von der Erweckung, dann kommen wir ab und dann weiter rauf. Weil wir Christen sein, was loten uns abwarten von Gott. Und dann die Arbeit, was Gott in uns tut, dort ist bloß der Anfang von einem ganzen Leben, handgegeben Arm. Und wir können sein, wo er schaffen wird. So, wo fingen wir dann, oder wo können wir Erweckung beleben in uns Leben? Ich glaube, Hesekiel Kapitel 37, der erste betierende Vers lehrt uns. Erst ein klein bisschen von der Hintergrund von diesen Versen. Das ist geschrieben von Hesekiel, und er war ein Prophet, der in Israel oder in Babylonika ein Prophet war. Die Israeliten, die waren in 2 Recken. Erstlich, der Reck Israel, da wir in der Norden-Reck, sie waren festgenommen und uitgedreven von ihr Land in bei 722 BC, als Christus geboren war. Und dann mit dem Jahr Lothar, da wir bei 600 Jahre als Christus geboren war, dann das Südenreck, dort wir Juda, die waren auch die König von Babylonika, Time und Heinemen, die viele Fuss und hij bruk veel van Jerusalem door. En dan die wat even gebleven werd in Jerusalem, die gingen zich waren taub. En dan gingen ze waren jengen de König van Babylonika. En met dort kwam de Babylonika König en mürk de stad Tenoch in 526 als Christus geboren war. So Hesekiel wie ein von denen, wat an het eerste poort wordt vastgenomen. Bij 600, 597 BC, wo hij vastgenomen wordt. En hij was in Babylonika, van hij des droom, van hij des openbaring kriegen deed van God, dat hij zo naar de Juden geven, wat in Babylonika waren. Deze Juden, die waren ohne Hoffnung. Alles, was sie hadden, dort, was sie würden sich tun, das ist, was wir sagen. Sie König. Sie hat nicht mal einen König. Sie Land. Sie wären nicht mal an Land. Ein Weg, wo sie würden Gott anbeten, Tempel. Sie hat nicht mal einen Tempel. Und wird sie festgenommen worden von in
en Volk worden onder Gott anbeten. Sie hadden dat vlees zo te halen, Gott heeft gewonnen über ons Gott. En zo, sie wären ohne Hoffnung. Dit is wat ik gleich wie kan vielleicht metfeilen. In der 11e Vers von Hesekiel, Kapitel 37, sagt es dit. En hij zei zu mir, harch einmal, und jetzt Gott, wat nur Hesekiel reden dit. Menschen sehen, dat ganze Volk Israel, so als diese Knerkes. Zij zijn, onze Knerkes zijn verdreht. Onze Hoffnung ist weg. Du hast nichts für uns gebleven. Die wären ohne Hoffnung. Unsere Hoffnung ist weg. Vielleicht fallen wir uns von dir smars so steht. Unsere Hoffnung ist weg. Alles, was ever gebleven ist, verdrehte Knerkes. Du hast kein jetzt Leben. Wir fallen uns uitgetaubt. Wir fallen uns meid. Wir fallen uns bedreigt. Und wir kicken nur, wer wir sind, wie sein Bus Knerkes. 2020 ist ein schweres Jahr gewesen für viele von uns. Und über Weihnachtszeit, viele von uns können nicht taub kommen, so wie wir wollen. Und wir fallen uns meid. Und wir fallen uns weit auf von Gott. So werden wir sein, was sagt Gott, der Hesekiel, der Israeliten, und ich glaube, was sagt Gott, nur uns von dir. So wo können wir Gott seine Erweckung annehmen für uns von dir? Erstlich, wir müssen sein, dort wir in Not sind. Hesekiel Kapitel 37, die ersten 3 Verse sagt es dit. Ich fühl die Kraft von den Herrn auf mich kommen. Und er brachte mich durch den Herrn sein Jes Rüt und stellt mich mit in ein flache Tal. Und alle Wängen in der Tal lagen Knerkes. Und er weiß mich, du alle Wängen rum. Und du werden sehr viel Knerkes in dort Tal. Und die werden ganz dreig. Und er sagt zu mir, horch mal, Menschen sehen, können diese Knerkes noch weiter leben? Und ich sage, Herr Gott, du weißt, dort weißt bloß du. So Hesekiel sagt der Knerkes, und das wie ein Traum, was er hat, dort an diesem Tal werden der Bus verdrehte Knerkes. Und so das jetzt zu sein, hier wir mal leben, und das Leben ist ausgestorben. Und alles, was überblieben ist, ist die Knerkes. Viele von uns würden vielleicht so feiern, wie wir mal leben, der jästlich. Weil nu alles, was übergeblieben ist, ist eine verdrehte Schal. Das ist alles, was übergeblieben ist. Vielleicht sehr wie ist der Israeliten ohne Hoffnung. Und Hesekiel selbst hat nicht viel Hoffnung, dass das Wort in Jesus Leben war sein. Gott fragt ihn. Glaubst du, dass diese Knerkes wollen weiter leben? Und Hesekiel sagt, Herr Gott, dort weit bloß du. Und er weich zu sein, Gott, ich kann nicht viel Hoffnung, dass hier wird weiter jetzt leben sein. Wir müssen erst sein, dass wir in der Not sind. Dass uns fehlt Gott seine Arbeit in uns. Ihr habt mal gehört von mir reden von bis Dollar an Dollar Proben. Wenn wir kort kommen als Christen, viele von uns, wir sind so gesonnen dort. Wenn wir kort kommen, das nächste Mal, dann will ich bis Dollar proben. In Englisch sagen wir, I will just try harder. Und das nächste Mal, wir kommen bei dasselbe Ding und dann wollen wir Messiah proben. Und dann kommen wir weiter kort. Und das ist, wo wir jästlich sind. Was wir tun, und unsere Pläne und unsere Verlangen, und dort, was wir von Fleisch sind, da kann uns mal so und so weit bringen. Und wir sind die Knerkes, wir sind die drei Knerkes. So, worum fehlt uns Gott? Worum fehlt uns Gott seine Erweckung? Vielleicht sind wir kalt geworden, unser Verlangen für Gott. Vielleicht haben wir Sinnloten in uns an Hort setzen und Kontrolle nehmen. Vielleicht haben wir Sinnloten unsere Gemeinschaft mit Menschen vernichten und verbrechen.
En ons fehlt Gott seine Erweckung. En dan zijn we wieder in de 4e Vers. Dat Erweckung kommt durch Gott sein Wort. Die 4e Vers sagen, hij zei zu mir, prophesy einmal zu dieser knerkischen Seite an. Je verdrehte Knerkes, horch nur wat der Herr jünt sagt. Wenn wir eben checken down über die letzten 500 Jahre, wir sehen, dass Gott hat in welcher Zeit in Erweckung geschickt, was durch das Land gehen wird. Und ein Ding, was einmal Part von der Erweckung ist, dass Gott sein wird, was in der klare Weg gepredigt und ausgelegt. Gott sein wird als dort, was uns kreuen wird, uns rauben wird, dass wir Gott annehmen. Gott ist der, was die Arbeit tut, und es ist der sein Wort, wo er uns wiesen wird, wo er schaffen will. In Erweckung ist mehr als bloß, dass wir ändern, was wir tun. Erweckung, das wagt uns hart ab. Und Gott sein Wort ist dort, was Gott brücken wird, um uns wiesen, wo er uns abwachen will. Hebräer Kapitel 4, der 12. Vers sagt es dort. Gott sein Wort leeft und ist kraftlich und schwaper als eine schwabste doppelt schneidendes Schwert. En schnitt durch, bat dat Seil en jest uitenein deilt. En gleder onmerkt vrij ligt. Dat wordt recht de gedanken en aanstellingen in hart. De wordt recht wat in gedanken en in hart is, sagt het hier. So wann wie Gott sein Wort predigen doen. En wann wie raupen Gott an, wir wollen haben, dass Gott so uns abwarten. Wir können das nicht tun, büter, was Gott sagen sein wird. Und so werden wir Menschen sein, was mehr und mehr von Gott sein wird kann. Werden wir Menschen sein, was Gott sein wird aufmerken tun. Und wenn wir Frauen haben, wir kicken in Gott sein wird und verantworten. In der Erweckung kommt einmal bloß durch, was Gott sagt nur uns in sein Wort. Ein Ding, was ich sagen darf, ich glaube, das ist ein Ding, was in 2020 klar geworden ist wo wir diese Menschen gesonnen sind. Ich glaube, das ist besonders zu sein und Städten ist Facebook und ohne Städten. Nicht, dass Facebook prost ist, aber wisst uns, wer wir sind. Ein Fehler, was wir diese Menschen merken haben, ist, dass wir merken uns deutlich, was so ist. Wir sehen uns, was wir würden sagen, dass es meine Wort hat. Das ist, was reich und das ist, was artig ist. Und merken wir uns ganz sicher, das ist, was so ist. Und dann sehen wir uns bloß Redner. Sehen uns bloß Prediger, was wollen krank sterben, aber was wir auch glauben ist so. Und wenn sie nicht sterben tun, mit was wir glauben ist so, dann sehen wir uns in Ohren Prediger, Redner und Lehrer. Und ich glaube, das ist ein Fehler, was wir tun. Dass wir uns heute nicht aufhören für Wort hat. Und weißt ihr, ich glaube, viele von uns tun das mit der Bibel. Wenn du eine Farge hast, was sagt, wir sollen uns heute untersegen. Wenn du eine Farge hast, was sagt, wir sollen gnädig sein, wir sollen leibtollig sein. Wir würden lieber vielleicht in Ordner reden, in eine Ordner Farge gehen und dort lesen und hören, was wir wollen hören. Weil wir uns heute aufmerken und fragen Gott, was wirst du mir sein? Und wenn uns das nicht möglich ist, wenn Gott eine Arbeit in uns hat, was nicht möglich ist, wer wird das den Weg annehmen, weil wir wissen, dass Gott es uns gut. Wieder Erweckung ist bloß Gott seine Arbeit. Gott ist der, was uns abwarten wird. In der 5. bis 6. Vers sagt es das. Das ist, was Gott, der Herr, zu dieser Knerkes sagt. Horch einmal, ich will wahre den Ohren in Jünden bringen, dort die wahre wollen lebendig sein. Ich will sehnen und Jünd anmerken und Fleisch loten ab Jünd wassen. Ich will Jünd mit Hüt betragen und Jünd den Ohren geben, dort die leben wollen. Und die wollen weiten, dort ich der Herr sie.
Er zijn over jaren haben de mensen in veel ongehallen, wo komt Erweckung über Menschen? Als dat mensen wat welke dingen doen in een reich leven, een reich predigen, een reich zingen, en dan doordat dat God entzenden, of als dat Erweckung bloos de arbeid van God. En we zijn van deze Fargen, dat Erweckung komt bloos van God. Dat als God wat de knerkes levendig merken deed. Dat als God wat de knerkes met vlees dagen deed. Dat als God wat de arbeid deed. En jo, wie is Christen, wie is Kerk, wie hand en poort. Maar wie hat nicht die Kraft, tam uns selbst abweichen. Und dann sei wir wieder, dort Erweckung bringt Versöhnung. 7:8 sagt es dort. Und ich red, so aus mir dort abgegeben wird. Und weits, dann hielt ich Wort. Und da kloppert reich, so aus de Knerkes, einem zum anderen taubkeimen. Und als ich door so checkt, sag ich, dort door Sehnen und Fleisch und die non keimen. Und dort die mit Hut betroffen waren. Du wir aber noch kein Odem in an. Gott, der schafft, und er fixt dort, was dort wir. Er fixt dort, was hineingegangen wir. Dort, was lebendig wir. Dort, was hat uitgedreht. Gott schafft. Aber das interessante Ding ist, das letzte Wort von der 8. Vers sagt, das sagt, du wir aber noch kein Odem in an. Ich glaube 2020 ist das Jahr, wo Gott merkt seine Tjorkerei. Und ich sage nicht, dass ich ein Prophet sein. Aber das ist ein Ding, was Gott mir am Hart gelegt hat. 2020, wo Gott seine Tjorkerei merken. 2020 ist das Jahr, wo Gott will Fleisch an diese Knerkes non saten. 2020 wird das Jahr, wo Gott Dinge taub schaffen, dort wir können dann sein, dass wir sind. Dort wir können sein, dass wir ohne Gott wenig sind. 2020 wird das Jahr, wo Gott viele Dinge erschaffen, dort die Erweckung reit ist. Aber das interessante Ding ist, wir wachen für Gott sein Ohren. De 5e vers, en deze versen gleich ik zei. De 5e Punkt, de 9e en 10e versen zegt es dit. En hij zei te mij, red te den Odem, red, du Menschen sehen, en zei te den Odem, dit is wat God de Heer zegt. Odem, kom her van de verwind. En puist op deze dodes, zodat zij ware levendig zijn. En ik red, zoals hij mij verzet. En dan komen de Odem op en zij kriegen ware leven en zij stunden op. Du wären een grote Herd Menschen. Wanneer ik aan deze vers eenmaal even gelezen heb, dit is de wens wat ik heb voor ons natuurlijk. Dort, wat God geschaffen hat von uns, dort, wat God hat trag gemerkt, dort, wat God versäumt hat, dort Gott wird mit seinem Odem an uns non Odem. Dort wir wollen ableben. Und das sagt hier, wir werden eine große Herd Menschen. Gott seine Arbeit wie graut. Viele Menschen warten ab. Und Tag, dort ist die Botschaft, die ich will haben, wie sie annehmen, besonders am Anfang des Jahres. Sind wir bereit für Gott sein Odem? Das ist das Ding von dem Wort Odem, was hier gebraucht wird in der Bibel. Das Wort Odem und Jäst ist fertig, das ist dasselbe Wort. Wir sind in den ersten 2 Kapitel in der Bibel, in 1. Mose, dass wir durch Gott sein Odem, dort ein Mensch in Jäst
kriegt. Da wir durch Gott sein Geist in Mensch nan Odem dort in Mensch Geist kriegen dort. Und dann in Johannes Kapitel 3 sagen wir dort, ein Mensch, wenn der Ware geboren wird, dat as een bleetses wind in aanschaffen dat. En dat wordt als een voorbeeld van waar dat wind, dat juist niet merken dat. Zo als het ook hier. God zijn odem, God zijn juist, als die wat ons juist opwekken dat. Dat is niet dat we ons frisch moeten bekeren. Dat is niet dat we frisch moeten waarde geboren worden. Maar dort wat vleef en kalt geworden is. Durch God zijn odem wil God opwekken. En hier is het poort wat ons poort is. Dit is wat we verantwoordelijk zijn. We moeten ons opmerken. We moeten rijdt zijn om dat aannemen. Dat wat God wil doen in ons. Wanneer we aan erwaking denken dan, we denken aan revival, we denken aan revival meetings, ovenkorten. Vast van ons denken terug naar een tijd, wanneer we naar ovenkorten voeren, en we denken aan revival meetings, we denken aan een prediker, wat kampt en hij brengt een strenge predigt. Hij redt van de hel. Hij redt van God zijn oorjengen zijn. Hij redt van omkeren. Maar weet je, God raubt ons ook een onderweg aan. God in zijn leven, God zijn genade, helpt ons zijn waar we zijn, dat we Fehler zijn, dat we Sünder zijn. Maar God raubt ons ook aan. En hij wil ons helpen. Hij wil ons opwekken. En hier is het interessante denken, maar dit wil ik sluiten. Ik red aan waar ons ervaring fehlen dat. En dat we zullen dat willen en dat we dat zullen krijgen. Maar ik weet, zoals ik al zei, dat we kan dat niet uit onszelf brengen. Bloos God kan dat doen. So ik wil gaan, wie is natuurlijk, wie is personen, wo immer wir sind, dort wir merken uns op. En wie krijgen God in onze kerk neer, in onze leven neer, in ons hart neer. En we geven ons aan, zodat hij als vrij, om zijn arbeid van erwaking doen. We sluiten met gebed. God in Himmel, wir sind dankbar, dass du bist lebendig. Dat du hast alle Macht, du hast alle Kraft. En doch, du bist ein Gott, der uns gut ist. Du bist ein Gott, der gnädig ist und treu ist. Und du bist an der Arbeit. Wir können vielleicht nicht verstehen, warum 2020 so funnig uitvallen deed. Aber Gott, ich glaube, und wir wollen reit sein. Für dort, was du in uns feststellen dit Jahr. Gott, meine Verlangen ist, dass wir in der Kirche wollen lebendig sein. Wir wollen eine Kirche sein, was ganz handgejeft ist. Und von der, Gott, wir kriegen die, wach uns ab. Gib uns eine Verlangen für die. Und Gott, wenn wir Sünden sind, was uns zurückhalten wird, Gott, ich bete, dass du uns helfen sein. Dass wir die bekennen, dass wir können umkehren von dir und dann, dass du uns die vergeben und uns abweichen. Wir sagen Dankeschön, wir beten das in Jesu Namen. Amen. Ich wünsche Ihnen ein gutes Werk und Gottes Segen.